Okay, ma so nicht da Merci, dat der hinner kom si haut da sind Dach das bisschen hektisch wieset, dat net anders das gangen, das auch nach Lach von der Nation du sind der Podien sich auch aufgemeldet. Mech menggen fir wäre trotzdem wichtig nach Keier heize sinn man Fabio De Masi en dritten het och sollen vorbeisinn den Europadeputierten vun der Sozialistische Partei du as Holland, also Schwesterpartei aus Holland, den ist de Jung. Den aber allerchte Minute vun der Politik net kon hesinn auch let Europadeputierten sind stark beschäftigt. Voilà ich werd kurz zufänke mit die kennt auch de Fabio De Masi, den im Europadeputierten as hun die Linke an der GUE an eben noch am Spezialkomitee Tax 1 an 2 sitzt, das den Mr. Ruling oder Anti-Ruling vom Europaparlament an den Oslo auch wer doch Zeie sind am Kontext vom Prozess gegen den Deltour an Edouard Perrin. Wir sind der Meinung, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, wir hatten auch schon ein Kommuniqué gemacht als Day Link, dass heute zu Lützeburg schaut, wo sich 3 Personen Prozess gemacht kriegen. Davon sind noch 2 natürlich viel mehr bekannte, Vincent Deltour und den Edouard Perrin. Das sind 2 oprichtige Personen, die Prozess gemacht kriegen. Vincent Deltour, den jungen Mann, den unentgeltlich seine berufliche Karriere, also seine freie Lose aufs Spiel gesagt huet an war sech dem Joch bewusst fir sech Steuervermeidungstaktiken, die praktizeiert gin zu Lützeburg fir Dr hinzuweisen. Igent enkeier huet sech bei dem jungen Mann die moralisch frohgestalt go viel zu Lützeburg spekuléiert iwwer eng Beweeg grënn op eng Äderweis, die net ganz Antoine Deltour, pardon, die nicht ganz dezent sind. Schmengen die wirklich den Big Money wollen machen, ob eng nicht so ethisch Erderweis, dass sie gerade die ihm haut den Prozess machen. An den Edouard Perrin, die eine Person, der Journalist, den noch den Hauptjournalist war von der Sendung auch Cache Investigation, bon, die kennt ja die Geschichte. Also ein Mann, der striktement sein Arbeit als Journalist auch gemacht hat, an dem es das wollte herausfinden, weil der nicht unbedingt einfach so herausfinden kann, weil es nicht öffentlich ist. Und das, ich meine, der sieht gut platziert für zu wissen, das gehört zum Beruf vom investigativen Journalismus, das gerade justement da der Rest finden wird. Wat an der Deichstadt ass an fir et Rëm und Lucht ze bringen. Hat nach fir war dat fir kurzem war am Quotidien en immens interessanten Interview auch ma Paul Morera, ist macht den Chefs vun der Agence wo den Edouard Perrin durchschaft dann auch nach trop opmerksam mcht, dat du sech wann de Journalist Prozess gemerk hat, dann also die Formation war doch am Deontologieskodex sowieso unterbunden als von den Apps behabt und kann ihn nicht belehen an du wirklich auch einer Person schierdecht und dann ist es auch normal, da den du an dem Fall zu Rechenschaft zu gött an dem Kader stellt sich früher nicht, weil hin sich nicht behabt nicht wir sei Problem aus denen, dass den Apps behabt also bewiesen würde da und Luftbrett wird wat ass an net bisschen von den Herzer von der Deichstadt getroffen von der globaler Finanzwelt die sich so organisiert wird Lützeburg as im Zentrum do mit Kinder viel natürlich nach anderer für massiv Steuervermeidung sich zu machen. Dafür also auch ganz bedenklich, dass es zu Lützeburg möglich ist, dass auch Journalist für Kadige
zitiert gëtt einfach so, ob dat an anderen westeuropäische Länder möglich ist. Dat stelle wir afro, dass sech relativ katastrophal auch für das Bild von Lützeburg weltweit an Reporters sans frontières huet joch Remenkeier an engem Bericht gewesen, dat Lützeburg zwar pu Plätze gewonnen huet, wat Pressefreiheit ugeht, mir Punkte verloren huet, anscheinend verleiert all Land plus Punkte in der letzter Zeit, das ein anderes Problem. Mais op jeden Fall huet auch der Prozess man dazu dienen, dass die Pressefreiheit auch zu Lützeburg gelitten huet. Ich ging davon heraus, dass auch gewissen Autoritäten innerhalb vom Staat, dass sie vielleicht auch nicht ganz froh sind über den Prozess, über die Affäre, sie vielleicht auch nicht damit gerechnet, dass das so eine Aufmerksamkeit kriegen, sowohl international wie auch national. Ich meine, die Strategie von der Finanzindustrie heute zu Lützeburg für so eine Art Union sacrée zu machen, handelt der Finanzindustrie, wie das ganz am Anfang war von der LuxLeaks-Affäre, wo dann so wieder Affront gesehen wie Luxbashing, mit ganz klar rausloschmengen komme jo weiterhin immer so liegen und mir den, dass es eben nicht systematisch gegen Lützeburg ist, dass Lützeburg auch ein betraf ist ja normal, tut man da über Finanzplatz zu dienen, und dass da aber Bewusstsein geschaffen gött. Wir mengen aber trotzdem, dass egal wie der Prozess lo wird ausgehen, wir hoffen natürlich, dass dat den Deltour an de Perrin, dat déi freigesprach gin mit Justiz muss dat ja natürlich dann noch machen. Menge mé ginn davon heraus, dat ze op alle Niveen die Meiglechkeeten hunn. Me egal wie het ausgeht, PricewaterhouseCoopers an überhaupt ganz System vun de Big Four, die hu schon irgendwéi verloren. Sie hat moralisch oder politisch hun se de Kampf sind am gang den Kampf zu verlieren, weil d'Opinion publik auch ganz klar merkt, dat dat net mi klein Kavaliersdelikter sind, die die Rulingen lo an dem heute Kader vu LuxLeaks. Das op en gewisse Manier auch eng Art Kampf, also eng Art Kampf um David gegen de Goliath, und wir kennen ja auch, wie die Geschichte ausgeht, ob jeden Fall muss dazu hoffen. Das war nicht Prodomo. Das ist so. Das war aber auch ganz komisch, das ist ein bisschen ironisch. Wir sind gerade an einer Zeit, wo die Regierung massiv Suen ersetzt für den deliranten oder hilaranten Nation Branding, was auch immer. Und ich meine, wenn ihr das wirklich so guckt, die ganze Geschichte von LuxLeaks, die ganze Geschichte auch nach von Panama Papers, die auch zeitgleich an der Prozessverfolgung von einem Whistleblower auch von einem Journalist. Ich meine, die Regierung hat besser sich den ganzen Nation Branding Quatsch an Pubel zu puchen, weil das einfach nicht mehr kredibel. Ich meine, eine Reputation, ein Land hat die Reputation, die verdient, und das hat mit konkreten Daten zu dienen. Ab dem spezifischen Fall hat es dazu dienen, inwiefern wir Lützeburg auch gewollt, dass Whistlebloweren zu protegieren. Die Legislation, Gesetz, die 3 Gesetze, ein was Fonction publique angeht, ein anderes, was Rapporten angeht, an den Relation de Travail, aber es gibt auch ein richtiges Gesetz von 2011 justement über Lanceur d'Alerte, was aber noch problematisch ist, weil der Lanceur d'Alerte, der muss als gezwungen schon eine Illegalität zu beweisen. Wir wissen ja, wie kompliziert das ist, dass das Gesetz nicht so effizient wird müsste sein. Justizminister Felix Bratz versprach, ein Projekt zu präsentieren, den efficace ist. Ich weiß vom irischen Modell, wir werden mal gucken noch, wir werden der Hand bleiben für richtig Protektionsgesetz für Whistlebloweren zu haben. Wir sind uns bewusst, dass Kräfte heute zu Lützeburg innerhalb von der Finanzindustrie ganz größere Probleme damit haben. Sie haben natürlich Angst dafür drin, weil anscheinend gibt es ja immer mehr Leute, die an dem Milieu schaffen, an die Flamme haben, an die gesehen, dass sie
dass sie Sachen matt erlebt und oder vielleicht sogar gemacht und die einfach nicht mehr okay sind. An länger Zeit, wo immer von Spuren geschwärzt wird, wo gesagt wird, dass jeder muss Effort machen, wo sowieso auch Besteuerung von Betrieben auch noch trotz fiskaler Evasion auch nach Ruf gesagt wird, auch heute zu Lützeburg am Kader von der aktuellen Steuerreform, wo aber zeitgleich Spurpack produziert gehen, wo ihr wisst, dass 25% von den Kindern am Armutsrisiko sind oder den Armutsrisiko global zu Lützeburg bei 16% liegt. Sowieso war die ganz interessant, dass der Richard Murphy, den ja für einen enger oder 2 Wochen zu Lützeburg war, den jo Spezialist der auch von Offshore-Plätzen so genauso dat gemeinsame Punkt vu Paradisfisko ass da doch den Armutsto relativ héigers. Panama as englisch 25%, du hast den Armutsto net de Risiko mit zu Lützeburg klemmdet op eng rasant Erderweis. Schmengt Leiitsinn am gangen zu mirken och zu Lützeburg, dat einfach net mi Drobach ass. Schmengen Leiit ganz klar wie dat denke mich Schluss sind an wie hecht den flotte Film am Daniel Brühl, ein deutscher Film, die fetten Zeiten sind vorbei. Schmengen ich denke ja muss noch gewisse Leute von der Finanzplatz se statt gewärdelos gesund losen. Ich wollte aber auch nach kurz op besagen, wenn man schon dabei sind an der das eng Neuigkeit die Haut rauskommen, wo am le soir haut gewur gesinn, dat den Präsident vun der CSSF, den Herr Claude Marx, sech auch an de Panama Papers opdauert senger freier Qualität als Vizedirektor vun der HSBC, dat den och sech gerolle huet oder net engerbecht du sech gemacht wie soll ich dazu net engerbecht gemacht a la Limit kann den soen, dat das bis normal de Problem ass. An dat Leiit die aus dem Milieu kommen, de no muss Gendarm spielen vun der Finanzplatz. De Claude Marx als spitz vum Eisbiersch immens viel Leiit innerhalb von der CSSF rekrutiert aus dem Milieu. Kann ich natürlich so unter schwer Leute zu rekrutieren, die sich auskennen, für Kontrollaufsicht zu machen. Ich meine, das ist keine Excuse. Da muss der Staat auch seine Responsabilität, die wir Leute formieren, weil das ist ein anderes Problem, das wir hier haben. Das im Niveau vom Service de Revision innerhalb von der Steuerverwaltung, die einfach unterbesetzt ist. Und das war auch politisch gewollt, hauptsächlich nach dem Herrn Frieden, den refusiert wird, Leute anzustellen, obwohl er immer abgefordert ging von der Personaldelegation, dass sie hier aber nicht könnte machen. Die muss sich auch um Steuerevasion bekümmern. Ja, Gramenia hat ein bisschen abgestockt, mit geht einfach nicht durch. Und da scheint auch der politische Wille nicht immens riesig zu sein, für an die Richtung zu gehen. Das heißt, wir müssen, wenn ich von Nation Branding Schwestern am Platz zu Domiten zu machen, muss ich konkret Schritt erholen, für zu weisen, dass ich gegen Steuerevasion will gehen. Und der muss ihn daran erinnern, dass wie gestern Abend auf der Konferenz den Herr Kunas, also vom Le Soir, vom ICIJ, daran erinnert hat, dass an der Datenbank von den Panama Papers eng Datenbank und déi nëmmen isi Journalisten Akse hunn, wann den Lützeburg aget, da können den Biwer 700.000 treffen. Wann die wahrscheinlich auch do, wo dat zot, dat das alles nach ëmmer net verschafft. An du kann awer auch d' Regierung net mi so, dat hat neicht um dat ze dienen, och wann Panama vielleicht net mi so in ass. Gibt nach einer Plätzen, die vielleicht méi in sinn, dorems geht net. Ich meine, das sind alle Sachen, wo Lützeburg wirklich muss am Platz suchen. Wir machen immens viele Efforts und so weiter. Und sich no hat andere Argumentationen wie der Level Playing Field verstoppt und so weiter. Muss Lützeburg wirklich auch konkret Schritt erholen, weil das wird nicht mehr lang dauern und auch die Opinion publik zu Lützeburg also am Gangen, das nicht mehr so zu akzeptieren. Voilà. Ich werde dann nur dem Fabio De Masi überreichen. Kann ich auf Deutsch sprechen? Okay. Genau. Ich habe auch fast alles verstanden. Also Daniel Brühl und die fetten Jahre sind vorbei zum Beispiel. Und ich habe verstanden, dass bei uns in Deutschland Leute, die Marx heißen, die haben bei uns Revolution geplant und bei euch leiten die Finanzaufsicht. Das ist auch schon interessant.
Nein, ich bin hier für das Verfahren um Antoine Deltour und Edouard Perrin. Ich habe erst kürzlich erfahren, dass ich von Antoine auch für die als Zeuge benannt wurde, und insofern muss ich mich mit Kommentaren zurückhalten, die jetzt die Luxemburger Justiz oder Ähnliches betreffen. Ich glaube auch, dass der Richter sich natürlich an den Luxemburger Gesetzen orientieren wird. Gleichwohl gibt es einen immensen politischen Druck, weil das allgemeine Rechtsempfinden der Bevölkerung natürlich sagt, es sollten nicht diejenigen wegen Diebstahl angeklagt sein, die den Diebstahl öffentlich machen, den Diebstahl an Steuergeldern. Jede Putzfrau im Europäischen Parlament zahlt mehr Steuern im Verhältnis zu ihrem Einkommen als Google, Amazon oder Co. Ich kann nicht bewerten, ob der Luxemburger Staatsanwalt, er ist ja immerhin der Anwalt des Staates, einen Ermessensspielraum bei der Anklageerhebung hatte. Aber was ich deutlich sagen kann, ist, dass Luxemburg interessanterweise zu den EU-Mitgliedstaaten zählt, die noch die weitestgehende Rechtsprechung zum Schutz von Whistleblowern haben, aber sie ist offenbar völlig unzureichend. Das heißt, wir haben auf europäischer Ebene ein Problem, und ich habe Herrn Juncker bereits im Oktober, war das glaube ich, Oktober oder November letzten Jahres, als er vor dem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments erschien, auf das Verfahren angesprochen. Er hat sich natürlich nicht konkret dazu geäußert, aber er hat gesagt, dass wir die Notwendigkeit hätten, auf europäischer Ebene etwas zu tun zum Schutz von Whistleblowern. Dann ging er, und in den Monaten danach haben wir bei der Kommission nachgefragt, und sie hat immer gesagt, wir haben dafür keine Rechtsgrundlage. Wir sehen das anders, und unser Fraktionskollege Dennis de Jong, der heute nicht hier sein kann, ist jetzt meines Wissens auch beauftragt vom Europäischen Parlament, einen sogenannten Initiativbericht vorzulegen auf Grundlage von Artikel 325 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU. Das ist ein Artikel, der regelt, dass die EU verpflichtet ist, die finanziellen Interessen der Union zu schützen. Und auf Grundlage dieses Artikels möchten wir die Kommission unter Druck setzen, dass hier auch etwas passiert. Denn wir senden ein völlig falsches Signal, wenn junge Menschen wie Antoine Deltour, und er ist wirklich eine sehr bescheidene Persönlichkeit, er hat sich nie in den Mittelpunkt gestellt, uneigennützig ihren Job verlieren, ihr Einkommen verlieren und auf diese Missstände hinweisen, und dann eben durch die unzureichende Gesetzgebung ihnen Haft droht, während die Vertreter von PwC und der Bankenwelt fröhlich durch Luxemburg und anderswo spazieren. Ich will gleichwohl sagen, dass es hier nicht um Luxemburg nur geht, sondern Herr Juncker hat in einem Punkt recht, wenn er sagt, Luxemburg-Leaks ist eigentlich auch EU-Leaks. Denn es waren ja auch deutsche oder französische Unternehmen, die diese Tax-Rulings genutzt haben, und auch der deutsche Finanzminister war darüber informiert. Und jetzt, wo wir zum Beispiel die Panama-Leaks haben, sehen wir auch wieder, da geht es ja nicht nur um Steuerhinterziehung, sondern geht es um kriminelles Geld, um Terrorfinanzierung, um Geld, um Prostitution, um viele andere Dinge mehr. Und da war es mein Land, Deutschland, das zum Beispiel blockiert hat, dass in der EU die Wareninhaber hinter Briefkastenfirmen in ein öffentliches Register kommen. Das heißt, es haben ja alle Dreck am Stecken, und insofern hat Antoine geholfen, dass wir dieses europäische Steuerkartell besser verstehen. Und ich will hier nur auf 3 Punkte hinweisen. Wenn Antoine Deltour vorgeworfen wird, er hätte quasi rechtswidrig gehandelt. Erstens, seit 1977 sind die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, sich gegenseitig über Tax-Rulings zu informieren. Fast alle Mitgliedstaaten haben gegen diese Verpflichtung verstoßen. Das heißt, Antoine Deltour hat öffentlich gemacht, dass die Finanzminister täglich europäisches Recht brechen. Zweitens sind diese Arrangements ja sehr komplex. Man muss genau bewerten, so wie Marius Kohl das quasi im Rekordtempo gemacht hat mit seinem Stempel, ob die Transferpreise richtig waren. Das heißt, wenn zum Beispiel ein deutsches Unternehmen noch eine Tochtergesellschaft in Luxemburg hatte und dann fiktive Lizenzgebühren gezahlt hat nach Luxemburg, um die Gewinne nach Luxemburg zu verschieben, dann muss ich mir genau angucken als Steuerbehörde die Preise, zu denen das abgerechnet wird.
Und das ist allein schon ein Problem, weil die EU-Kommission überhaupt nicht über diese detaillierten Angaben verfügt. Die Mitgliedstaaten haben sich auch stets geweigert, der EU-Kommission das zur Verfügung zu stellen. Und genau deswegen hat Antoine Deltour auch der EU-Kommission geholfen, ihre beihilferechtlichen Verfahren zu Ende zu bringen. Denn wir haben ja die absurde Situation in Europa, dass wir nachweisen müssen, nicht, dass die Steuerzahler beklaut wurden. Und wenn ich ein immer größeres Stück vom Kuchen will, dann muss ich es David vom Teller nehmen, das heißt, ich muss ihn beklauen. Sondern dass wir nachweisen müssen, dass ein Unternehmen diskriminiert wurde. Das heißt, wenn Google 1% Steuern zahlt und Amazon 0, dann ist das eine Diskriminierung von Google. Und weil diese Verfahren so aufwendig sind und die Kommission hat dafür nur zwischen 15 und 25 Beamten, braucht man sehr detaillierte Informationen. Und die hat Antoine Deltour geliefert. Und deswegen fand ich es auch sehr bemerkenswert und richtig, dass zum Beispiel Edouard Perrin als Zeugen benannt hat Frau Vestager, die Wettbewerbskommissarin, weil die hat vor dem Parlament immer gesagt, wir freuen uns über diese Leaks, wir freuen uns über diese Veröffentlichungen, sie helfen uns in unserer Arbeit. Wenn das der Fall ist und im Ergebnis dieser Information Unternehmen wie Fiat oder ähnliches belangt werden und sie gegen EU-Recht verstoßen haben, dann ist meine Schlussfolgerung nach meiner Logik, und ich glaube, viele Menschen da draußen teilen diese Logik, dass Antoine Deltour und Edouard Perrin geholfen haben, Rechtsverstöße aufzudecken. Und es ist nun mal so, dass man üblicherweise nicht dafür ins Gefängnis gehen sollte, wenn man Rechtsverstöße aufdeckt. Letztlich hoffe ich, dass durch dieses Verfahren Whistleblower geschützt werden, zukünftig in Europa. Wir sind ja im Zeitalter der Whistleblower von Edward Snowden, Julian Assange, über LuxLeaks, Panama Leaks. Und ich freue mich besonders, wie groß auch die Unterstützung in der Luxemburger Bevölkerung ist. Denn es werden ja immer diese üblen Scherze erzählt, in Luxemburg gäbe es nur Briefkästen. Ich kann feststellen, in Luxemburg gibt es sehr, sehr viele Menschen, die wissen, dass diese Steuerpraxis nicht im Interesse auch der großen Mehrheit der Luxemburger Bevölkerung ist. So sehr der Finanzplatz hier eine Rolle spielt, glauben wir, dass eben die Steuerpolitik das falsche Feld ist, um für Wachstum und Jobs auch in Luxemburg zu sorgen. Und ich hoffe sehr, dass durch den öffentlichen Druck es am Ende auch zu einem Freispruch oder zumindest zu einer vielleicht gesichtswahrenden Lösung für alle kommt in diesem Prozess. Und ich bin stolz darauf, dass ich Zeuge sein darf, weil ich glaube, dass Antoine Deltour ein Held ist, ein Held des Alltags, der mit sehr bescheidener Art und Weise die Öffentlichkeit über diesen Diebstahl informiert hat. Und ich glaube auch, dass wir es nicht hinnehmen können, wenn Journalisten, die im Grunde nur ihre Arbeit tun und darüber berichten, auf der Anklagebank landen. Und das offenbart ganz offensichtlich, dass wir ein großes Defizit haben in der Gesetzgebung. Und leider ist es so, dass das Europäische Parlament mit der Mehrheit der Konservativen und Sozialdemokraten kürzlich eine Richtlinie zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen verabschiedet hat. Und ich kann es nicht akzeptieren, dass Antoine ins Europäische Parlament kommt und alle aus allen Fraktionen ihm auf die Schulter klopfen und sagen, du bist ein guter Junge, das hast du toll gemacht. Und sobald Antoine auf einmal vor Gericht sitzt, erinnert sich keiner mehr dran und sie beschließen diese Richtlinie, die den Schutz von Whistleblowern weiter senkt. Und wir haben im Parlament, die Grünen auch, angeboten und gesagt, na, dann lasst uns doch warten mit der Abstimmung über diese Richtlinie, bis wir eine Whistleblower-Schutzrichtlinie haben und dann können wir das im Paket verhandeln. Denn natürlich müssen Patente oder Ähnliches von Unternehmen geschützt sein, darüber gibt es überhaupt keinen Zweifel. Aber wir haben eben angeboten, eine Rechtssicherheit zu schaffen für Leute wie Antoine Deltour und sie wollten nicht warten, weil der Druck aus der Industrie eben so groß war. Und wenn eine Minderheit, die sich bereichert auf Kosten einer Mehrheit und die Unternehmen es schaffen, dass sie die Mehrheiten im Europäischen Parlament gegen das große Rechtsempfinden der Bevölkerung dazu bringen, dass sie Leute wie Antoine gefährden, dann ist das eine sehr, sehr bedenkliche Entwicklung, auch für die Demokratie.
Denn Antoine hat die Demokratie verteidigt, indem er gesagt hat, es kann nicht sein, dass 99% den ganzen Tag hinterm Bock sitzen, hart arbeiten, ihre Steuern abführen und eine kleine Minderheit sich bereichert.